Final Fantasy VII, das Original aus 1979. 97, nicht 79. Die Frau lacht mich schon aus, das ist doch schön. Gestern haben alle hereingespitzelt, als ihre beide im Laden wart. Schau, was für Zeit das hat. Das ist köstlich. Ich frage hier mal aus, gehen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, es passiert ihm nichts. Das macht mir am meisten Sorgen. Gut, wir gehen einfach weiter. Ich glaube, wir müssen hierher. Ich glaube, zum Bahnhof hat er gesagt. Also, da unten geht es immer noch nicht weiter. Die stehen dort. Da warten sie ja schon alle und ab in den Zug rein. Jetzt geht es nämlich in den Reaktor Du. In den zweiten Reaktor. Bin ich am Aufnehmen? Ja, ich bin am Aufnehmen. Stascha, hey. Das ist kein Privatwaggon, macht den Abgang, er verscheucht immer alle. Schon wieder Rowdies, was ich immer für ein Glück habe. Hast du was gesagt, Alter? Und wo sind die Leute hin? Ja, wenn man einschüchtert ist, kann man natürlich nicht viel rausholen. Hey, schaut euch das an, plötzlich ganz leer geworden. Wie das? Mist! Es ist wegen Typen wie dir leer. Bam! Eins über den Ring hauen. Liebe Kinder, das macht man eben nicht. Du hast es doch gehört. Avalanche hat neue Bombenanschläge angekündigt. Nur treue Angestellte wie ich fahren an so einem Tag nach Midgard. Du arbeitest für Shenra? Ich lasse mich nicht durch Gewalt abhalten. In meinem Platz gebe ich dir auch nicht. Stascha! Du Glückspilz! Ich mache einfach einen Piepton. Ich weiß nicht, Pfeife so ist nicht gut, das Mikro. Und was tun wir jetzt? Wie kannst du nur so ruhig sein? Du machst mich völlig fertig. Ich denke, ich kann mich bewegen. Wir müssen ein bisschen die Musik leiser stellen. Das ist sieht aus, als wären sie mit dem Rangieren fertig. Wir fahren endlich los, sagt Carmen. Hockt hier neben mir. Und was ist unser nächstes Ziel? Ha! Hört euch mal diesen Wichtigtümer an. Okay, ich erzähl's euch. Jesse hat wahrscheinlich schon erwähnt, dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt. Mit diesem Ausweiskontrollsystem werden alle Züge überwacht. Shinra ist ziemlich stolz darauf. Wir können unsere gefälschten Ausweise nicht mehr benutzen. Guten Morgen und willkommen bei der Midgard Bahngesellschaft. Ankunft in Sektor 4, 11:45 Uhr. 4:12. Das bedeutet aber nur noch 3 Minuten bis zur Ausweiskontrolle. 3 Minuten. Okay, in 3 Minuten springen wir aus dem Zug. Alles klar? Alles klar. Zadi, komm her, lass uns mal einen Blick auf den Schienennetzmonitor werfen. Ja, mache ich, aber ich muss wirklich zuerst hier. Also, die Musik ist ja schon gut. Jetzt wird es gar nicht leisiger irgendwie. Keine Ahnung, ich höre es mal so. Hey, du nennst mal Kruger Super Soldat. Du kennst die Gegend um Reaktor 5, oder? Dann lass mal deine Erklärung hören. Es gibt keine Erklärung. Du bist immer noch am Jammern. Wow. Alles in Ordnung, Mann, oh Mann. Damit kann ich bei der Arbeit mächtig angeben. Sieht aus, als hättest du das schon gesehen. Ist schon gut, komm ein bisschen näher. Komm näher. Oh! Was ist jetzt? Alarm. Das ist komisch, der Ausweiskontrollpunkt müsste ein wenig weiter unten sein, sei sich verrechnet. Jetzt gibt's Stress. Stufe A, nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Wiederholung, Sicherheitsalarm. Stufe A, nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Das ist so wie bei Resident Evil. Und ganz am Schluss. The Self-Destruct System has been activated. Wir sitzen in der Patsche. Ich erkläre es später. Schnell in den nächsten Waggon. Schnell. Ja, nochmal. Jemand hat's vermasselt.
Nicht identifizierte Passagiere in Waggon 1. Verriegelung wird vorbereitet. Nicht sie weg, aber Dali, los, Gang, Gang. 14, 3, oh, ich muss da weiter. Waggon 1 verriegelt, Übergang zur Alarmstufe 2. Schnell! Die verriegeln gleich die Tür. Nicht identifizierte, ja, das ist immer das Gleiche. Lauf einfach, ihr laufen. Geh zu Plan B. Ich rede jetzt so mit niemandem, das sage ich einfach weiter. Waggon 2 verriegelt. Übergang zu Alarmstufe 3. Und? Alles klar? Noch nicht. Sie beginnen mit einer Neukontrolle. Wenn wir erwischt werden, sind wir erledigt. Aber keine Angst, wenn wir immer einen Waggon weiter nach vorn gehen, müssen wir es schaffen. Also los. Der Gang doch, Mann. Mensch. Nicht identifizierte Passagiere auf dem Weg nach vorne. Aufenthaltsort wird ermittelt. Los, los, lass mich durch. Hey, ja, lass mich einfach durch. So. Waggon 3 verriegelt. Jetzt geht sie 4 über. Jetzt hocken hier und rennen. Oh, da sehe ich, dass die Zeit abläuft. Waggon 4 ist verriegelt. Oh, das sind komische Gestalten. Alles klar, wir haben es geschafft. Ja, hier lang. Okay. Kommt, wir machen hier den Absprung. Ich bin's, Jesse. Wie sehe ich aus, Zodi? Sehe ich in meiner Shinra-Uniform gut aus? Ah, das ist Jazz? Okay. Du siehst großartig aus, wie ein Mann. Echt? Ich bin so glücklich, oder? Komisch, ja. Ich mir jetzt auch nicht. Muss ich mich hier noch belegen. Das ist das Gleiche. Garmin reden gruselig. Jetzt ist es zu spät, sich zu viele Gedanken zu machen. Warum bist du überhaupt mitgekommen? Wieso hast du dich dort daheim bleiben? Weil? Hey ihr beiden, dafür ist jetzt keine Zeit. Ja, hört auf Stanken. Geht's da noch weiter? Na gut, ich habe mich entschieden. Pass gut auf, ich werde springen. Super, euch aus einem fahrenden Zug rauskumpen. Ist es dir recht, wenn ich zuerst gehe? Der Anführer bleibt immer bis zum Ende. Kümmere dich nicht um mich, geh nur. So eine Art Captain geht als letztes vom Schiff. Mann, pass auf, dass du deine Nägel nicht abkaust. Das ist nur der Anfang der Mission. Na schön. Noch ein bisschen bieten, bis später kümmert euch um den Rest. Okay. So eine Bewegung, die sie gemacht haben, gerade so wie die momentane Teleportation. Gut, soweit läuft alles nach Plan. Soweit. Bleibt unbedingt wachsam, bis wir am Reaktor von Sektor 5 sind. Bix, Wedge und Jesse haben alles vorbereitet. Also los, da geht's los. Der Reaktor ist am Ende dieses Tunnels. Jetzt weiss ich nicht, ob ich, wenn ich zurücklaufe, das glaube ich schon mal gemacht. Wenn ich alles in die Richtung laufe, komme ich glaube etwas über. Das mache ich jetzt. Können wir doch mal schauen. So viel ich weiss, ist da Materie noch versteckt. Noch von früher weiss ich das. Ich glaube, da hat es auch Viecher. Jawohl. Mal schauen, was da kommt. 4 von denen. Ja, also. Zack. Ich denke, da können wir auch den Limit noch brauchen. Wer ist jetzt dran? Ja. Sie kann heilen. Ein bisschen mit Seiden rein. Ah, eben, jetzt setzt das auf alle. Das ist eben cool. So Blitzgard heisst ja das mal, aber später in anderen Fantasies. Eine weniger. Ja, sie hat noch locker, stehen nicht so wichtig. Die sehen ein bisschen komisch aus. So ein Skorpion, irgendein Gemisch mit einem Shrimp. Shrimps, genau. Wir nennen es jetzt einfach Shrimps. So wie bei Ding. Wie heisst der Film? Wie heisst der Film? Sag schnell, wie heisst der Film? Ich weiss es nicht mehr. District 9. Dort sagen sie auch
Shrimps. Ich weiß nicht, ob ich hier unendlich so laufen kann. Keine Ahnung, ich muss das jetzt schnell ausprobieren. Die Kanonen. Was ist das? So. Blitz, tut denen sicher weh. Das spüre ich das. Die schießen mit dem Raketenwerfer auf uns. Nochmal Klötzchen, so das Pixel zu fliegen. Garmin nicht Limit. Jetzt schauen wir mal an meinem Schatz Limit an. Das Blitz auf alle. Boah, Alex, das kommt noch nicht mal dazu. Das war der Ultra-Move. Nein, das ist noch nicht gekommen. Das ist noch nicht. Das kannst du dir gerade anschauen. Moment. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Seich mache, weil einfach ins Unendliche immer ins Nichts geht. Aber ich kann mich irgendwie noch erinnern, dass wenn man hier statt vorne läuft, immer zurückläuft. Aha. Wir müssen zurück. Kann das nicht her? Ihr sagt Avalanche. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ja, die sind stark. Gut. Die Garmin hat Limit. Mal schauen. Oh, da mache ich mich mit. Oh, ja, stimmt. Oh, was ist das? Knopf zu viel drückt. Haben sie weh da? Ich habe gar nicht geachtet. Oh, das ist nicht so viel. Zeigt. Strahlenpistole. Die mögen das. Ist ja nicht so stark. Kann man jetzt auch eine kleine Heilung machen. Ja. Da, da, da. Eine Granate und ein Gegenmittel. Das ist doch schön. Wir nehmen alles. Wir nehmen natürlich einen Terrorangriff, Eindringlinge. Da kann man weiter Wachposten, es wäre gefährlich hier zu bleiben. Weißt du, wir gehen wieder zurück. Dann halt, das können wir nur was anderes mal machen. In diesem Fantasy kann man sich nämlich absolut frei in der ganzen Welt herumbewegen. Später. So, der Blitz auf alle hat gewirkt. Das ist schön, dass das gegangen ist. Ja. Ich kann irgendeinen... Oh! Oh! Gar ja, die schießen alle auf See. Schau jetzt. Bam! Ja, aber jetzt ist ja gerade wieder der Limit dafür. Mit einem HP überlebt, nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Mit einem HP überlebt. Jetzt kann man das einfach schön zaubern. Das kann man auch beim Remake eben nicht. Zwar von hier aus gerade heilen. Das finde ich eben sehr schade. Das ist eigentlich schon ein cooles Feature. Das ist schon 16, wird sich das ändern? Nein, das ist immer das gleiche. Das ist eigentlich immer das gleiche Bild. Was? Dort links oben steht 16. Ja, ich weiss, es gibt so viele versteckte Sachen. Viele Sachen kann man eben auch nur bekommen, nur einmalig. Wenn man es verpasst hat, hat man es gehabt. Das war's. Aber wir werden versuchen, alles zu machen. Das heisst Ultima Weapon, Omega Weapon, Ruby Weapon, Emerald Weapon, das ist ja alles. Ich kann natürlich Gold Saucer anschauen, was es hat. Alle Beschwörungen, es sind 30, 40, es ist wirklich wahnsinnig, wie viel es hat. Ich glaube, einer der nächsten, die wir dann bekommen, ist mal Ifrit oder Choco oder irgend so etwas. Das ist cool, später hat man da ein Flugschiff. Mit dem Chocobo drin. Das heisst, wenn du landest, bist du nachher gerade auf dem Chocobo. Und dann kannst du die eigene züchten. Es gibt blaue, es gibt grüne. Schwarz und am Schluss goldig. Dann musst du ein Männchen von einem blauen haben und ein Weibchen von einem grünen. Und da musst du natürlich Glück haben. Die musst du auf Goldsauce noch trainieren, die Vögel. Ja.
Beim Final Fantasy XIV ist das auch drin. Nur diese Lichtstrahlen sind innere Sicherheitssensoren. Wir können nicht weiter. Ah, da ist ein Schaf. Das ist ein ganz schön kleines Loch. Und da soll ich mich hineinquetschen, um unter die Platte zu kommen? Kommt nicht in Frage. Du passt auch nicht rein. Hey, Zodi, was hast du vor? Hineinschauen? Hinunterklettern? Hinunterklettern! Verdammt, das Ding macht mir Angst. Ich will da nicht so eine Kakerlake von Ratten sein. Oh, schau jetzt. Seepferde, die hat es alle im Remake auch. Das mache ich mich auch, das war nicht so erinnern. Ich habe das Remake natürlich auch gespielt, also noch nicht fertig. Das Ganze ist alles noch ein bisschen unspannend. So, was haben wir hier? Ein Äther. Da geht es weiter. So. Oh, okay. Das sieht ziemlich gross aus hier. Da muss man jetzt auch ein bisschen rumschauen. Es gibt 5 versteckte Sachen eben hier in diesem Fantasy. Sachen, die man nicht sieht. Der Blitz hat sich sehr gut hier, muss ich sagen. Das machen wir auch gleich wieder auf alle. Oh, was ist das jetzt? Sie hat Heilung. Sie ist im Moment die Heilfrau. Das Blitz auf alle ist super. Aber ich glaube, die sind anfällig auf Feuer. Es gibt auch Analyse, Zauber später. Und dann sieht man dann, auf was sie anfällig sind. Ja, und das erste Mal, das allererste Final Fantasy, das ich je gespielt habe, ist das 3. Final Fantasy 3. Ganz erst irgendwo ist auch der Bix. Wenn man es ein bisschen erkennen kann. Final Fantasy 3, da bin ich 8, 9 gesehen. Und das ist noch auf dem Super Nintendo oder Nintendo. Erst NES ist das gesehen. Mit meinem besten Kollegen dann zumal. Das war komplett auf Englisch gesehen, das Spiel. Und wir haben das Spiel auf Englisch. Wir haben beide nicht Englisch können. So, die hier entlang zum Reaktor geht es diese Leiter nach oben. Also welche diese? Die hier. Die kommen jetzt so rauf. Also jetzt haben wir ein bisschen mehrere Wege. Jetzt bin ich noch ein bisschen in einem Zeug drin. Dann gehen wir zuerst mal die andere. Wenn wir dort schon so zum Reaktor kommen, dann müssen wir etwas verpassen. Und wir haben das einfach durchgegeben. Wir haben gleich das Final Fantasy 3 komplett auf Englisch durchgespielt. Wenn du jetzt so überlegst. Das Durchhaltevermögen, das wir dann auf den Tag gelegt haben. Ich bin doch ein bisschen verwirrt, wenn ich nicht durch muss. Da machen wir auch wieder eine heilige Schnee. Feuer. Nein, jetzt habe ich etwas falsch gedrückt. Jetzt habe ich etwas Falsches gedrückt. Ja, und das ist halt dann. Ist schon dann geblieben, das Final Fantasy. Und nachher habe ich lange eigentlich nichts mehr gespielt mit Final Fantasy. Dann ist eben das rausgekommen auf der Playstation da. Und ja, ich habe gewusst, okay, Final Fantasy cool oder dann zumals und so weiter. Gehen wir da schauen. Und so weiter, mega cool. Und dann ist das gekommen und das hat natürlich sämtliche Rekorde geschlagen. Das erste Final Fantasy so in 3D.
Also das ist wirklich das ist natürlich eine Sensation gewesen. Ich habe natürlich folgend ab dann alle gespielt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 online. Das habe ich auch sehr lange gespielt. Das 12 auch. Das 13 habe ich ein bisschen sein, das kenne ich nicht gut, das 13. Aber ich denke, das werden wir alles mal nachholen hier jetzt. Wir haben nämlich wirklich vor, mal die ganzen Final Fantasy. Das Zelt wird dann nützlich sein, wenn wir draussen sind. Dann wir doch hier mal speichern. So. Level 10. Wenn wir draussen sind, wird das sehr, sehr relevant. Und mit dem Zelt kann man nämlich immer, eben wie es heisst, Zelt. Ich habe das Gefühl, ich bin hier noch nicht richtig. Jetzt muss ich den anderen Weg schauen. Schiss, dass ich hier irgendwie etwas verpasse. Hey, verrecke, das sind wirklich Viecher. Auch vom Remake. Also es ist sehr cool. Ich sehe auch gerade, wie sie das Remake eben so cool gemacht haben. Und wirklich sehr viele Elemente drinnen gelassen haben. Also ich kann mal ein bisschen heilen wieder. So, und einfach so angreifen ist gut. Das 8 ist auch sehr cool. Das 9 ist nachher wieder ein bisschen in einem anderen Stil, aber auch sehr cool. Dann kommt natürlich wieder ein episches. Das Final Fantasy X. Das ist ja auch noch bis heute natürlich eines von meinen Lieblings. Und natürlich das 14. Das Online, was ich immer noch aktuell spiele, schon seit Jahren, das ist mein MMO. Das ich am liebsten habe. Ich habe viel probiert. Das hat jetzt da einen Kreis gemacht, okay. Das hat für mich, ich weiß nicht, ob ich da etwas verpasst habe im Fall. Ich glaube, irgendwo gibt es hier eine Materie. Das 14 eben, das game ich immer noch. 16 ist glaube gar noch nicht aus. Und das 15 habe ich halt auch nicht. Ich habe ein bisschen viel Zeit mit dem verbracht, mit dem 14 halt. So. Da kann man runterrutschen. Wir sehen eigentlich, das ist fast genau der gleiche Ort. Also sieht gleich aus wie der erste Reaktor. Du Blitz macht sich hier sehr gut, muss ich sagen. MP sind ein bisschen durch, da kann man für MP sind Äther gut. Und dann nehmen wir doch ein Äther. Ja, das war jetzt nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da etwas vergessen. Es geht nämlich... Ich muss da schnell ein bisschen umschauen, sorry. Ich habe das Gefühl, da gibt es eine Materie. Eine Beschwörung. Eine Beschwörungsmaterie. Also im Remake gibt es auch nur eine da. Das ist der Ifrit. Oder der Choco. So, jetzt können wir mal das Äther geben. Hinter jetzt viel mehr abgezogen. Sollte jetzt mal das Äther kommen? Ja, jetzt. Etwas habe ich weiss nicht was, aber irgendetwas ist. Ich weiß nicht, ob das Gift ist oder irgendwie, ich weiss auch nicht, wie man sieht, wo jetzt die Statusveränderungen sind. Ja. Also wenn ich Gift habe oder versteinert bin oder schlafe oder irgendetwas. Ich glaube, so wie ich jetzt blinkt habe, das ist Ding gewesen. Gift. Gift, wenn ich vergiftet bin. Da geht's weiter, dann gehen wir auch hier runter. Sieht wirklich eigentlich gleich aus. Jetzt kommt dann der zweite Reaktor. Nachher kann ich schon ein bisschen, ich will nicht vorspoilern, gut, jeder nehme ich an, der das sieht, kennt es. Aber die Geschichte ändert komplett.
die ändert komplett die Geschichte. Wenn wir hier noch einmal schnell speichern. Ja. Jetzt machen wir noch schnell den dritten. Immer gut, mehrere Speicherstände zu machen. Das ist immer gut. Okay, das aussieht einfach aus. So alt und so gut. Ah, du erinnert er sich. Papa. Sephiroth. Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth, Soldat, Shinra, Makroreaktoren, ich. Hasse sie alle! Ja. Du wirst deine Rache schon noch. Gell? Sind das so Erinnerungen? So Fetzen, verdammt, Mann, reiß dich zusammen. Alles klar? Carmen? Hm? Nein, vergiss es. Wir müssen weiter. Ja, jetzt kommt hier noch einer, natürlich. Ja, Blitz auf alle. Man kann auch überspringen. Zum Beispiel kann man auf Abwehr und jetzt hier zum Beispiel Zauber. Jetzt sind die auf Abwehr, greifen aber nicht an, aber ziehen auch viel weniger an. So, dann kann man wieder angreifen. Aber eigentlich ist ein Blitz und die sind weg. Die sind weg. Schön ist das. Gut, da sieht man jetzt nicht aus, dass es irgendwie Stress hat. Jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Oder? Jetzt können wir gleich noch schnell schauen. Oh. Da ist doch etwas, das könnten wir nicht bringen. Also da ist nichts. Das heisst einfach wieder zurück. Ja, ein bisschen heilen wäre nicht schlecht. Sie kommt gerade die richtige zum Heilen. So, natürlich wieder Blitz auf alle. Der hat Feuer, das ist sicher gut für das Hundeli, die Dinge. Also für das, da, der Hund dort. Da, il cane, der Chupik. So, komm schon, jetzt Blitz. Das hat nicht viel gebracht. Jetzt mal schauen, wie das Feuer hinten tut. Ja, dann macht er gleich nochmal Blitz. Da hat jemand mit. Babam. Heilig, jawohl. Ja, das ist gut. So. Speichern wir nochmal. Ich weiss, es ist vielleicht ein bisschen noobmässig, aber das machen wir jetzt. Speichern. Voilà. Ich muss auch vielleicht schnell warten, bis es ihn anzeigt. Hm? Dass wir auch ganz sicher sind. Ja, wir machen das richtig, ich weiss ehrlich gesagt gar nicht. Also mehr konnte ich auch nicht machen dort, oder? Mehr ist wirklich nicht gegangen, oh die. Einfach angreifen, da. Oh, Limit, Mutattacke. Nehmen wir das Ding. Mit Bauka laden es ziemlich langsam auf. Ah. Einer schon mal weniger, das ist gut. Und der zweite ist weg. Ja, und ich muss sagen, 7 ist wirklich eigentlich, also Final Fantasy 7 ist wirklich der Favorit. Ich glaube nicht nur von mir, aber weltweit ist es wirklich zum besten Final Fantasy eigentlich angeschaut worden. So vielseitig, es ist eigentlich enorm gross. Was man hier alles auch für Minigames und alles noch machen kann, also das Spiel hat wirklich sehr, sehr viel
zu bieten. Beim Remake machen sie es ja nicht so. So wie ich es gehört habe, ist beim Remake, so viel wie ich weiss, ist bis jetzt das wie die 3 Teile gekommen. Der erste Teil ist ja praktisch die Geschichte, die wir jetzt hier machen, also in Midgar. Ah ja stimmt, wir sind hier vorhin die Rutschpanzer ab. Ja, jetzt haben wir auch einen anderen Weg für zurück. So, jetzt muss ich schon bei dieser Leiter schauen, wie dort raufkommen. Das Tasche ist nicht so zu weit, dann tun wir doch gerade schnell ein bisschen heilen. So, ich muss aufpassen, wir können nämlich auch die Gegner heilen. Ausser bei gewissen Gegnern kann es halt tot sein. Zum Beispiel bei untoten Viechern. Untote Mistviecher. So blöde, salzige, grusige. Wegen Tifa hat schon wieder etwas. Also Carmen, sie hat etwas. Was hat sie wieder? Irgendwie vergiftet oder sonst etwas. Manchmal bleibt auch der Status erhalten. Jetzt machen wir das wieder so. Zauber, Heilung. So. Und dann müssen wir doch mal heilen. Ein Objekt, vielleicht können wir auch noch ein Äther geben für Gas. So, voilà, jetzt sind wir wieder parat. Ich kann wieder raufkommen. Da kommt man rauf. Und dann kann auch schon beim anderen rauf können. Also jetzt natürlich ringsum gelaufen und auch dabei X gedrückt. Los, komm ich raus. Ja. Der Lift. So. Dass das Bild einfach rauf ist und nicht von unten raufgekommen ist, soll heissen, dass wir jetzt Lift gefahren sind. Äther erhalten. Mir geht es hier nicht, hier links. Sicher auch wieder eine Kiste oder irgendetwas. Eine Kiste. 4 Hünge. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob der Blitz gut ist, aber wir machen es jetzt einfach mal. Die können wehtun. Die können sehr wehtun. Ei, 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 oh nein, oh, und Blitz auf alle, sehr gut. Ich finde es so eben schon besser, wenn die Kamera nicht zu fest rumschwankt. Ja, in der neuen ist das natürlich cool, aber hier, wir wollen nicht, dass man hier Kopf hat am Schluss. Natürlich. So, und wir steigen Level, wir steigen. Das finde ich ja eigentlich super. Ja! Da sieht man einfach die Werte und das werden wir jetzt eigentlich noch nicht machen. Jesse hat gesagt, wir müssen alle auf einmal die Taste drücken. Ah ja, ist im Remake auch so. Geht nicht. Probieren wir es nochmal. Geht nicht. Probieren wir es nochmal. Ah, ich muss auch drücken. Geht nicht. Probieren wir es nochmal. Oh, ich bin schlecht. Ich habe keinen Countdown, keinen Anhaltspunkt. Jetzt. Das ist gut. Das ist zwar auch nicht genau gleichzeitig, aber immerhin. Da ist nichts, da ist nichts. Ein Speicherpunkt. Es ist glaube ich nicht nur ein Speicherpunkt, sondern irgendwie füllt doch das auch alles auf. Ah nein, schau jetzt. Hier kann man nämlich ein Zelt brauchen. Das zeige ich jetzt mal schnell. Beim Speicherort kann man auch ein Zelt brauchen und das macht nachher das. Alles voll. Warten bis es anzeigt. Jawohl. Ich glaube, so ist besser, nicht dass man hier nachher... So. Und weiter geht's. Mehr ist hier nicht gesehen. Hier entlang. Oh. Shinra-Soldaten? Ja. Was zum Henker geht hier ab? Eine Falle. Oh. Präsident Shinra, der Big Boss.
Der hat ein fetten Portemonnaie. Ja, was macht er da? Ihr seid also, wie war das noch gleich? Avalanche, merk's dir gut. Und du bist Präsident Shinra, wie? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Oh, du? Ah, sie kennen sich. Du bist der von Soldat zu Avalanche gewechselt ist. Ich sehe es an deinen Augen, dass du mit Mako in Berührung gekommen bist. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Entschuldigung, Zodi. Verzeih die Frage, aber ich kann mir nicht jeden Namen merken. Außer, aus dir wird mal ein neuer Sephiroth. Was mehr? Ja, Sephiroth. Er war genial, vielleicht zu genial. Sephiroth? Das ist mir völlig schnuppe, bald geht es hier alle mit einem Riesenkran in die Luft. Geschieht euch allen recht. Was für eine Verschwendung von teurem Sprengstoff, um Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer? Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer? Ihr Shinra seid die Ungeziefer, die den Planeten umbringen. Du bist das Oberungeziefer, also halt die Klappe. Ja, halt deine blöde Fresse. Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun, wenn ihr mich entschuldigt. Ich muss zu einem Bankett. Bankett? Mach keine Witze. Ich bin doch nicht fertig. Ich habe euch allen einen Spielkameraden besorgt. Oh, jetzt. Was ist das für ein Geräusch? Ach du... Der hätte es lesen. Darf ich bekannt machen? Airbuster. Ein Technosoldat. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Ich bin sicher, dass die Daten, die ihr euren Leichen entnehmen wird, für unsere künftigen Experimente sehr nützlich sein werden. Tja, das haben wir noch gesehen. Ja, Technosoldat? Oh, da kommt noch mehr. Also, wenn ihr mich entschuldigt... Halt, Präsident, da ist einer aufgabelt und fliegt davon. Jetzt hat wir müssen was auch... Oh, da hat irgendein falsch gelesen. Zu früh gedrückt. Hilfe! Zodi! Ist das ein Soldat? Nein, es ist nur eine Maschine. Ist mir egal, was es ist. Ich werde es fertig machen. Und los geht's. Der Bosskampf. Los, 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 los. Also, soviel ich weiss, muss man hier mit Ausführung von Programm 1. Mit Blitz. Blitz ist da wirklich gut. Jetzt passiert gerade nichts. Grosser Bomber. Hm, 100 Abzug, das ist schon ziemlich viel. Einfach nochmal angreifen. Blitz hat gut da, also Blitz hat ein B da. Wir machen jetzt gerade noch einen Blitz. Gut, dann machen wir jetzt zuerst wirklich. Oh! Bam! Oh, das hat weh. Das hat sehr weh da. Das aber auch. Gegenangriff. Hinter das Gewehr. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt macht er gerade wieder einen Gegenangriff. Sauber. Ja. Jetzt muss ich gerade auf. Jetzt muss ich gerade schnell schauen, wie. Mal Feuer probieren, aber ich denke, ja. Mutattacke. Ich weiß nicht, wenn ich von hinten angreife, aber nachher mit Gegenangriff kommt. Grosser Bomber. Das tut ziemlich weh, aber das fällt krass, natürlich. Die Limits. Der hat Sagen. Der hat Sagen. Ist das schon gesehen? Also das ist ja im Remake um... Titanreif. Jetzt kommen wir langsam ein bisschen etwas über. Oh nein! Es wird explodieren! Komm, Carmen, weg hier! Stascha, kannst du nichts tun? Absolut nichts.
Saudi, du darfst nicht sterben, bitte. Es gibt so viel, was ich dir... Ich weiß, Carmen. Hey, wirst du es schaffen? Ich bleibe cool. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Hey, bleibe cool, Mann. Mach, dass ihr da verschwindet, ich komme schon selbst klar. Aber kümmere dich um Carmen. Na gut. Tut mir leid. Hör auf so zu reden, als ob es das Ende wäre. Okay, bis später. Oh nein. Und runtergefallen. Das ist ein ziemlich hoher Sturz. Bist du okay? Kannst du mich hören? Ja. Damals bin ich fast ohne Kratzer davongekommen. Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Mach dir keine Gedanken. Sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Oh, er hat sich bewegt. Wie steht's damit? Ganz langsam, eins nach dem anderen. Hallo? Hallo? Ich weiß. Hey, wer bist du? Bist du mein Gewissen? Hallo? Hallo? Alles okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Du fielst plötzlich runter, hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich bin abgestürzt. Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl gebremst. Du hast Glück gehabt. Blumenbeet? Oh, deins? Oh, sorry, tut mir leid. Tut mir leid. Ist nicht schlimm, die Blumen sind sehr widerstandsfähig, das ist ein Sonderort hier. Es heißt, dass in Midgar weder Gras noch Blumen wachsen, aber aus irgendeinem Grund blühen sie hier. Ich liebe diesen Ort. Mögt ihr euch erinnern, das erste Blumenmädchen vom Anfang? So. Jetzt gehen wir zuerst mal schnell. Kommen wir da schon raus? Du brauchst noch etwas Zeit. Okay. Natürlich drücke ich da immer wieder. Ich muss auch mit ihr reden. So treffen wir uns also wieder. Weisst noch, hä? Erinnerst du dich nicht an mich? Ja, ich erinnere mich, natürlich. Ja, ich weiß noch. Du hast Blumen verkauft. Du bist die Säuferin aus den Slums. Oh, du erinnerst dich an... Du hast einen Schreibfehler gesehen. Danke, dass du die Blume gekauft hast. Ja, sag mal, hast du irgendwelche Materia? Ja, schon. Heutzutage findet man überall Materia, aber meine ist was Besonderes, taugt zu absolut nichts. Taugt zu nichts? Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es. Sie wirkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher, sie gehörte meiner Mutter. Ich würde gerne ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit genug? Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Von mir aus. Warte mal kurz, ich muss nach meinen Blumen sehen, bin gleich wieder da. Ich kann da auch ein bisschen rumbewegen. Ja, okay. Gut. Einen Moment noch. Oh, da fällt mir was ein. Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ich heiße Aerith. Aerith. Wie wollen wir sie nennen? Ich glaube, wir lösen gerade so. Ja, wir lassen den Originalnamen wählen. Ich bin Aerith, das Blumenmädchen. Freut mich.
Zadi, mein Name ist Zadi. Was ich so tue, ich bin ein Mann für alle Fälle. Oh, ein Mann für alle Fälle. Tja, ich tu alles, was erledigt werden muss. Was ist so lustig? Worüber lachst du? Entschuldigung, es war nur... Da ist einer gekommen, jetzt wenn der Pfarrer kommen. Ich weiss, mich kann hier hingern. Ich weiss es. Nicht beachten. Gegen den muss jetzt kämpfen dort. Wo jetzt so reingekommen ist. Mach dir keine Gedanken. Sag mal, Zoldi, magst du auch Leibwächter? Du übernimmst doch jeden Job, oder? Ja, stimmt. Dann hilf mir hier weg, bring mich nach Hause. Oh, okay, mach ich. Aber es wird dich einiges kosten. Also mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir rausgehe? Na, jetzt kommt er erst. Ich kenne dich nicht, aber... Du kennst mich nicht? Ich kenne dich. Und ob ich dich kenne? Diese Uniform. Hey Schwester, was das für eine? Sei still, du Schinnerer Spion. Sollen wir ihn umlegen? Renault oder Renault? Ich habe mich noch nicht entschieden. Keine Kämpfe, er zertrampelt die Blumen. Siehst du mich an den Tingern? Der Ausgang ist da hinten. Also im Remake kämpft man gegen ihn. Das waren Mako-Augen. Ganz bestimmt. Okay, an die Arbeit. Beeilt euch. Ah. Und tretet nicht auf die Blumen. Jawohl, Sir. Ja. Jawohl, ja. Okay, da fliegt... Also ich weiss, dass wir gegen ihn gekämpft haben. Ja. Blitz, mache ja da auch noch Blitz. Jetzt habe ich die Aerith dran. Sie kann eben beschwören. Ich glaube, sie hat einen von den ersten Beschwörungszauber. Wenn es mich natürlich nicht täuscht. Wenn es mich nicht täuscht. Oh, das ist jetzt gerade ein grosser Jump gewesen. Ja, aber wisst ihr was, Leutlis? Ja. Ich mache hier mal Schluss für diesen Part. Merci vielmals und ich hoffe, wir sehen sich beim nächsten und jetzt flüchten wir übers Dach. Und ja, es wird noch einiges kommen. Also, merci vielmals und lasst mir ein Däumchen da, einen Kommentar, sagt mir, wie es läuft. Ist gut, gefällt es euch, das Ganze mal auf einer anderen Sichtweise, vor allem mit Schweizerdeutsch zu sehen. Merci vielmals, ich bin der Zadi, danke vielmals, tschüss zusammen.